Wie fast jeden Samstag bin ich mit meiner Tochter, der Sarah, in die Stadt einkaufen. Sie kommt immer gerne mit lädeln. Zusammen schauen wir in die Schaufenster und kaufen ein, was nötig ist. Und manchmal auch noch ein bisschen mehr. Nach diesen Einkäufen gehen wir heute noch in einen Gartenbeiz. Wir haben beide ziemlich Durst. Wie häufig am Samstag bin ich wieder in der Stadt. Die Mami geht immer lädeln und immer kommen wir mit vollen Taschen heim. Ich glaube, sie weiss nicht mehr, woher mit diesen vielen Sachen. Und jetzt gehen wir noch in einen Gartenbeiz. Wir haben beide Durst, aber daheim könnten wir ja auch etwas trinken. Sie geht einfach viel lieber in einen Gartenbeiz. So sind halt die grossen Leute. Du, Sarah? Was habe ich gesagt? Jetzt geht's los. Sie kommt immer so mit «Du, Sarah?» Du, Sarah? Gell, wir trinken da noch eins. Nur ganz schnell. Ja, dann gehen wir halt schnell. Was willst du trinken? Ein Sirup? Ja, gern. Darf ich schnell um eine Ecke güchseln, bis der Sirup kommt? Um eine Ecke güchseln? Ja, dort vorne zum Trottoir. Und ein bisschen die Schaufenster anschauen. Ja, wenn du meinst, aber nur bis dort vorne. Gehst nicht weiter, Sarah. Ja, nochmal um eine Ecke. Nicht weiter. Tschüss. Und jetzt stehe ich da und schaue den Leuten zu, die vorbeilaufen. Guten Tag. Ja, hoi. Was machst denn du da? Schaust du ganz alleine die Schaufenster an? Ja, und du? Ich? Das fragt mir aber eine fremde Frau nicht. Komisch. Wir haben sie auch gefragt. Das ist noch eine glatte Ecke. Viele Läden mit Schaufenstern. Da ist ja gerade eine Bachstube. Frische Weckli. Und es schmeckt so gut. Soll ich echt schnell reinschauen? Nur schnell. Ich gehe ja schon nicht weg. Ich bin ja gerade wieder da. Aha, grüß dich. Was machst denn du da? Ich wollte nur schnell güchseln. Bist du der Bäcker? Ja, ich bin der Bäcker, Sally. Wie heisst du? Sarah? Ja, in dem Fall Sally Sarah. Wieso schmeckt das Brot so gut? Ja, Brot schmeckt halt einfach so gut. Und du machst, dass es so gut schmeckt. Was tust du da drin? Nichts Spezielles. Du tust nichts Spezielles drin und trotzdem schmeckt das so gut. Ja, da staunst, gell? So ist das also. Es ist nichts im Brot. Einmal nichts Spezielles. Einfach Wasser und Mehl und Hefe. Hefe? Was ist denn das? Ja, das ist, wie soll ich dir das erklären? Hefe, das ist ein Pilz. Ein Pilz. So. Was? Das mit dem Pilz, das ist doch gelogen. Nein, das ist wahr. Es hat einen Hefepilz im Brot. Das ist natürlich nicht so wie der Pilz, der im Wald wächst. Schau, das ist Hefe. Schmeck mal. Ja, so schmeckt es nicht gut, aber im Brot ist es fein. Das schmeckt dann gut. Ja, und genau die stinkige Hefe hilft dann, dass das Brot aufgeht und luftig wird. Ich bin doch nicht blöd. Eine Tür kann aufgehen, dann wird es ganz luftig. Aber nicht das Brot. Los, es ist wirklich so. Aus einem kleinen Teig gibt es ein grosses Brot. Schau, aus diesem kleinen Teig hier gibt es ein so grosses Weckli. Und dieser Teig ist nur aus Mehl, Salz, Hefe und Wasser. Das ist alles. Tatsächlich? Ja, und dort siehst du einen Zopf, ein halbweißes Pfünderli, ein Bauernbrot. Hier machen wir gerade Cremeschnitte. Und aus diesem Teig hier gibt es jetzt gerade Weckli. Oh, salzige Weckli. Hast du saubere Hände? Warum jetzt das? Schau, du darfst die Weckli ganz rund kneten, wenn du saubere Hände hast. Du sie schnell waschen.